herzlich willkommen in unserer dritten Lektion. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Anja und heute lernen wir deine ersten Phrasen auf Deutsch. Deine ersten Phrasen auf Deutsch. Wie kannst du die Leute begrüßen? Begrüßung. Hallo sagen. Wie kannst du dich vorstellen oder dich präsentieren? Und wie kannst du dich verabschieden? Verabschiedung oder Tschüss sagen. Das lernen wir heute. Zuerst die Begrüßung. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Diese drei Varianten sind formell. Diese Varianten kannst du in der Arbeit sagen oder mit den unbekannten oder älteren Leuten. Hallo ist informell. Am Morgen, am Tag und am Abend kannst du Hallo sagen. Das sagst du in der Familie oder mit den Freunden. Guten Morgen sagen die Leute circa von 6 bis 11 Uhr. Guten Tag von 12 bis 17 Uhr. Und guten Abend von 18 bis 22 Uhr. Hier sind noch zwei Varianten der Begrüßung. Grüß Gott sagen die Leute in Österreich und Grüezi oder Hoi sagen die Leute in der Schweiz. Punkt 2 ist sich vorstellen oder sich präsentieren. Ich stelle mich vor. Ich präsentiere mich. Hallo, ich heiße Anja. Ich bin 28 Jahre alt. Ich komme aus Russland. Jetzt wohne ich in der Schweiz. Ich bin Deutschlehrerin von Beruf. Meine Muttersprache ist Russisch. Ich spreche auch Deutsch und Englisch. Und du? So, hier kannst du diese Phrasen sehen. 1. Begrüßung. Hallo, guten Tag. 2. Name. Ich heiße. Mein Vorname ist. Mein Familienname ist. 3. Alter. Ich bin Jahre alt. 4. Land. Ich komme aus. 5. Wohnort. Jetzt wohne ich in. 6. Beruf. Ich bin von Beruf. 7. Muttersprache. Meine Muttersprache ist. 8. Sprachen. Ich spreche auch. Oder ich spreche gut Englisch und ein bisschen Deutsch. Und 9. Und du? Hier kannst du diese Phrasen mit Übersetzung auf Englisch sehen. Du kannst stoppen und alles gut lesen. Und Punkt 3 ist die Verabschiedung. Tschüss sagen. Auf Wiedersehen ist formell. Wieder ist again. Sehen ist to see. So, bye, see you again.
Tschüss und Ciao sind informell. Und hier sind noch 2 Varianten. Auf Wiederschauen sagen die Leute in Österreich und auf Wiederlüge sagen die Leute in der Schweiz. So, das war meine Lektion Nummer 3 und deine ersten Phrasen auf Deutsch. Wenn dir diese Lektion gefallen hat, dann mach bitte Daumen nach oben. Vergesse nicht, heute deine 5 neuen Wörter zu lernen. Sie findest du auf meinem Instagram. Und extra Übungen zu dieser Lektion findest du unter dem Video. Und ich sage dir Tschüss, bis zum nächsten Video. Bye!